Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich rede heute zum ersten Mal seit Kanalgründung ganz bewusst und ausführlich über das Konstrukt, gegen das wir am kommenden Sonntag spielen werden. Mann, habe ich es vermisst. Habe ich es vermisst, gegen solche Kommerzvereine zu spielen. Das war schön an der zweiten Liga, muss man an der Stelle mal festhalten. Ihr habt meine Haltung zu diesem Konstrukt bisher nur angedeutet bekommen. Heute bekommt ihr sie ausführlich und komplett. Nennt es von mir aus ein Essay, nennt es eine Einordnung, nennt es von mir aus auch eine Hasspredigt. Im Rahmen natürlich. Aber ich will zu Beginn dieses Videos einmal sauber erklären, warum Red Bull, und ich nenne das Kind beim Namen, ich lasse mich da nicht verarschen, ich will ganz klar sie beim Namen nennen, denn das war schon immer die Absicht. Ich will euch erzählen, warum Red Bull für mich kein Existenzrecht hat im deutschen Fußball wie auch generell. Anschließend können wir immer noch ganz in Ruhe darüber sprechen, wie dieses Spiel ausgehen könnte. Fakt ist für mich, der erste FC Köln ist in diesem Spiel nicht in der Bringschuld. Nicht unbedingt, weil wir besser wären, sondern weil wir es mit einem Gegner zu tun haben, der strukturell nicht auf Augenhöhe entstanden ist. Und genau deshalb fangen wir jetzt damit an, warum RB für mich das personifizierte Böse im deutschen Fußball ist. Bevor jetzt wieder irgendwer mit diesem ausgelutschten Satz ankommt, ja, ihr seid doch nur neidisch, weil RB so schnell aufgestiegen ist, müssen wir eine Sache ganz klar festhalten. Verarschen kann ich mich selber. Neid? Auf was denn bitte? RB hatte bereits in der dritten Liga ein Spielermaterial, von dem andere Vereine, und ich rede nicht mal vom ersten FC Köln, ich rede von kleineren Erstligisten, nur träumen konnten. Das ist kein sportlicher Aufstieg, das ist ein Durchmarsch mit eingebautem Vorsprung. Und wo ein struktureller Vorsprung existiert, kann es keinen Neid geben. Da gibt es nur einen Begriff, der passt. Wettbewerbsverzerrung. RB ist halt kein Verein, er ist ein Projekt. RB existiert nicht, weil Menschen gesagt haben, diesen Verein tragen wir durch gute und durch schlechte Zeiten. RB existiert, weil ein Konzern gesagt hat, hier ist eine Marktlücke. Kein organisches Wachstum, kein echtes Risiko, kein Scheitern. RB ist kein Verein im klassischen Sinne. RB ist ein Projekt mit Spielplan. Spieler sind Assets, Trainer sind austauschbar, und wie austauschbar sie sind. Ich finde es unfassbar. Die spielen eigentlich noch nicht so lange erste Liga, aber haben direkt diesen Anspruch, ja, sobald wir nicht irgendwie international spielen, fliegt der Trainer. Geil, geil. Wirklich ein Fußballwunder. Und ihre Identität ist optional. Gleichzeitig ist RB die billigste Umgehungsstrategie des deutschen Fußballs. RB. Natürlich steht das für Rasenballsport. Ganz zufällig, ganz ehrlich, ganz glaubwürdig. Ich bitte euch, verarschen kann ich mich selber, wie schon gesagt. RB ist kein Name, das ist eine Umgehungsstrategie. Man will den Sponsorennamen unterbringen, darf es offiziell nicht, also erfindet man einen Begriff, der nur zu einem Zweck existiert. Das Sponsorenverbot zu umgehen. Nicht gerade kreativ, nicht mutig, sondern perfide. Kommen wir nun zum Wappen und warum der DFB da mitgespielt hat. Das ursprüngliche Wappen war dem Red Bull-Logo nicht ähnlich, es war identisch im Gedanken. 2 rote Bullen, gleiche Markenwirkung, gleiche Botschaft. Und dann greift mutmaßlich der DFB ein und RB passt das Wappen minimal an. So minimal, dass man es kaum erkennt. Wenn der DFB konsequent gewesen wäre, hätte er gesagt, 2 rote Bullen als Vereinswappen, das geht so nicht. Aber das hat er nicht getan. Es gab eine Alibi-Anpassung, damit man hinterher sagen kann, wir haben reagiert. Das war keine Konsequenz, das war Symbolpolitik. Aber ich vergaß ja an der Stelle, der DFB mag solche Vereine. Dazu kommen wir jetzt direkt, warum ich das so sehe. Wisst ihr, zum Fußball gehört Emotion, Leidenschaft, manchmal auch Dinge, die kontrovers sind, Pyrotechnik, laute Kurven, spontane Proteste, Platzstürme. Man kann darüber streiten. Man kann und sollte Gewalt verurteilen, völlig zu Recht. Aber eines ist klar, diese Dinge entstehen nicht aus Marketingabteilungen. Sie entstehen aus echter Bindung. Als Fans gegen die geplante Privatisierung der DFL protestiert haben, wurden Tennisbälle auf den Platz geworfen. Keine Gewalt, kein Chaos, sondern kreativer, spontaner Widerstand. Und genau sowas wirst du bei Vereinen wie RB nicht sehen. Warum? Weil diese Vereine Teil des Systems sind. Sie machen jede Umstrukturierung mit, jede Kommerzialisierung, jeden Kurswechsel.
Solche Fans kannst du perfekt erziehen. Solche Vereine sind perfekt systemkompatibel. Und genau deshalb mag der DFB solche Konstrukte. Und ich lese und höre regelmäßig, aber die setzen auf ihren eigenen Nachwuchs. Leute, RB ist doch kein Verein mit Nachwuchsarbeit. RB ist ein Netzwerk. Spieler werden intern beobachtet, intern verschoben, intern transferiert. Deswegen gibt es ja auch Red Bull Salzburg, Red Bulls New York und so weiter. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch selber. Das Geld verlässt den Konzern nicht. Es zirkuliert im System. Das ist kein Markt. Das, liebe Freunde, ist vertikale Integration. RB ist ein Durchlauferhitzer, ein Fassadenverein, ein Konzernvehikel. Gleichzeitig höre ich öfter, die retten den ostdeutschen Fußball. Nein. Red Bull wollte nie den ostdeutschen Fußball retten. Red Bull hat eine Marktlücke gesehen. Keine stabilen Erstligisten. Viel Aufmerksamkeit, wenig Widerstand. Ostdeutschland war keine Herzensentscheidung. Ostdeutschland war die Eintrittstür. Kommen wir mal zum Thema Erfolg, weil die haben ja natürlich relativ schnell 2 DFB-Pokale gewonnen. Erfolg ist für mich nicht nur Titel. Erfolg ist auch Erstligafußball. Viele Red Bull-Fans haben sich den einfachsten Weg ausgesucht. Im Gegensatz zu den treuen Fans von Lok oder Chemie Leipzig. Oder schaut euch mal die Fans von Fortuna Köln an. Die gehen durch jede Liga. Die bleiben. RB nutzt Tradition als Kulisse. Das Zentralstadion hat Geschichte. Das ist klar. Aber RB trägt sie nicht. Und wisst ihr, was ich an dieser ganzen Debatte über RB-Fans so faszinierend finde? Es ist nicht mal RB selbst. Es ist dieses eine Argument, das immer wieder kommt wie ein kaputter Plattenspieler. Ja, aber ich will halt guten und erfolgreichen Fußball sehen. Und dann wirst du als Traditionsfan dargestellt wie so ein Opa, der sagt, früher war alles besser, damals war der Ball noch aus Leder und wir haben den mit der Hand aufgepumpt. Nein, 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 darum geht es nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich will auch guten Fußball sehen. Ich will auch Siege sehen. Ich will auch mal Wochenenden erleben, wo du nicht denkst, Bruder, warum tue ich mir das an? Aber, und jetzt kommt der Punkt, dieses Argument ist kein Argument für RB. Das ist ein Argument für Abkürzung. Und Abkürzung hat im Fußball eine ganz spezielle Nebenwirkung. Du erreichst vielleicht schneller dein Ziel, aber du hast nichts erlebt. Wenn jemand sagt, ich will erfolgreichen Fußball, deswegen bin ich Fan von RB, dann heißt das übersetzt, ich will die Belohnung, aber ich will den Weg nicht. Das ist menschlich, das kann ich in gewisser Weise sogar verstehen, aber dann soll bitte keiner so tun, als wäre das die gleiche Art von Fußballliebe wie bei einem Club, den du seit Jahren durch jede Krise schleppst. Denn Fußball ist nicht nur Qualität. Fußball ist Zeit. Fußball ist Leidensweg. Fußball ist Geschichte. Erfolg ohne Geschichte ist wie ein Film, der direkt beim Finale anfängt. Sieht nice aus, aber du fühlst nichts. Jetzt kommt genau deshalb Eintracht Frankfurt ins Spiel. Denn Frankfurt ist für mich der perfekte Gegenbeweis zu diesem Red Bull-Satz, weil die Frankfurter Fans jahrzehntelang nicht gesagt haben, boah nee, wir brauchen jetzt sofort Champions League, sonst wechseln wir den Verein. Die sind geblieben. In Höhen wie auch in Tiefen. In Chaos-Saisons. In merkwürdigen Trainerphasen. In Jahren, wo es einfach nur hieß, Hauptsache drin bleiben. Und die haben trotzdem gesungen, trotzdem getragen, trotzdem ihr Ding gemacht, weil es nicht nur um die Tabelle ging. Und dann, nach all den ganzen Qualen, gewinnen sie den DFB-Pokal und später auch die Europa League. Und genau da frage ich dich da draußen, wo ist da bitteschön das Argument, dass man Abkürzungen braucht? Ich meine, Frankfurt zeigt doch, Geduld ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Geduld ist oft die Bedingung für den Erfolg, der wirklich zählt. Weil der Erfolg dann nicht nur ein Ergebnis ist, er ist eine Erlösung. Und das ist etwas, das du nicht kaufen kannst. Das kannst du nicht planen wie ein Projekt. Das musst du erleben. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Satz, ich will guten Fußball sehen. Okay, dann habe ich eine Frage. Warum muss es dann genau RB sein? Wenn es dir nur um guten Fußball geht, dann schaltest du sonntags die Premier League ein. Oder guckst Barcelona, Real, Bayern, whatever. Dann bist du Zuschauer. Alles gut, kein Problem. Aber Fan sein heißt doch, du gehst über guten Fußball hinaus. Fan sein, das bedeutet, das ist mein Verein. Und da liegt der Unterschied. RB-Fans suchen nicht guten Fußball. RB-Fans suchen oft den
kürzeren Weg zur Bedeutung. Sie wollen das Gefühl von wir sind wer, ohne den Teil, wo du jahrelang auf die Fresse bekommst und trotzdem wieder hingehst. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich verurteile keinen Menschen dafür, dass er gerne Gewinner sein will. Aber dann soll er nicht so tun, als wäre das die gleiche Welt. Wisst ihr, was der Kern ist? Bedeutung entsteht nicht durch Tabellenplätze. Bedeutung entsteht durch gemeinsam erlebte Zeit. Wenn du mit deinem Verein abgestiegen bist und wieder aufgestiegen bist, wenn du Jahre hattest, wo es weh tat, wenn du dich trotzdem hingestellt hast, gesungen hast, den Verein getragen hast, dann, liebe Freunde, ist ein Pokal nicht nur ein Pokal. Dann ist es ein Kapitel deines Lebens. Wenn du aber direkt einsteigst, wenn es glänzt, dann ist Erfolg halt einfach nur, ja, nice, gewonnen. Das ist wie ein Spielstand, aber nicht wie eine Erinnerung. Ja, und dann kommen wir mal kurz zum SV Markranstädt. Von denen haben sie sich damals das Startrecht erkauft und konnten so ein paar Ligen überspringen. Das ist halt so dieses Ding. Startrecht kaufen, Abkürzungen nehmen, nicht wachsen, nicht scheitern, sondern durchmarschieren. Das ist keine sportliche Geschichte, das ist Macht. Und gerne versuchen solche Kommerzfans mit diesem Totschlagargument anzukommen, so von wegen, hey, ihr seid auch nicht besser, ihr seid doch aus 2 Vereinen entstanden. Ja, aus Vereinen. Beide Vereine wollten das. Die Mitglieder wollten das, die Stadt wollte das. Und genauso war es auch beim HSV, beim VfL Bochum oder auch beim Karlsruher SC. Alles Vereine, die erstmal fusioniert sind zu den heutigen Vereinen. Deswegen meine Frage, warum sagt ihr das nicht zu denen, sondern immer nur in Richtung FC? Wisst ihr, der FC hätte sein Gründungsdatum älter machen können. Das haben all diese von mir genannten Vereine nämlich getan. Der FC hätte sagen können, wir wurden 1901 gegründet. Der HSV, der VfL Bochum und der Karlsruher SC machen es exakt so. Sie nehmen einfach von den Vereinen, mit denen sie fusioniert sind, das Gründungsdatum des ältesten Vereins. Hat der FC nicht gemacht. Stattdessen heißt es auch immer wieder gegründet 1948, dabei war es doch ja, halt die Fusion, die geschah 1948. Aber der FC ist halt eine viel zu ehrliche Haut. Der FC, wie ich immer sage, ist der Typ, der einen 100-Euro-Schein auf der Straße findet und ihn zur Polizei bringt, obwohl er ihn hätte behalten können. Fusion ist ein historischer Prozess, aber RB ist eine Marketingstrategie. Dann nochmal was zum Thema 50+1. Wisst ihr, Fußballvereine in Deutschland, das sind noch richtige Vereine. Mit Mitgliedern, mit Mitbestimmung, mit Mitgliederversammlungen. 50+1 ist etwas Besonderes. Und ich hasse jede Ausnahme und Umgehungsstrategie. In Italien und England gehören Vereine bekannterweise Investoren. Fans können dort nur protestieren und hoffen. Und genau deshalb mag ich halt den deutschen Fußball, außer seine Ausnahmen. Weil er zugänglich ist, weil er kein Luxusprodukt ist. Fußball darf kein Luxus sein. Fußball lebt davon, dass der Durchschnittsmensch ihn sich leisten kann. Und wenn dann Leute im Stadion ihren Laptop aufklappen und Homeoffice dort machen, kannst du auch vor leeren Tribünen spielen. Und RB öffnet genau diese Tür, Schritt für Schritt. RB ist die Büchse der Pandora. Zu guter Letzt, wir dürfen auch nicht vergessen, wie dieser Konzern fußballtechnisch das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar in Salzburg. Austria Salzburg wurde wegen RB ausgelöscht. Geschichte wurde gelöscht. Die Farben wurden geändert. Ein Neustart bei Null. Alles, was mit Red Bull zu tun hat, ist die Verkörperung des Bösen im Fußball. Und wer das unterstützt, entscheidet sich bewusst für die dunkle Seite. RB ist kein Gegner. RB ist ein Symptom. Und wenn wir das akzeptieren, ist alles verloren. Widmen wir uns wieder den schönen Dingen im Leben. Unseren ersten FC Köln. Ja, liebe Freunde, bevor ich zu unserer Profimannschaft komme, reden wir doch einmal kurz über unsere U19, denn das ist bei mir wirklich komplett untergegangen. Ja, wir sind zwar ausgeschieden aus der UEFA Youth League, aber etwas, das RB so niemals erleben wird, ist geschehen. Wir haben einen Weltrekord aufgestellt. 50.000 Zuschauer bei einem UEFA Youth League Spiel. Ausverkauft. Ja, mit 1:3 sind wir zwar leider ausgeschieden, das allerdings erhobenen Hauptes. Und ich kann nur sagen, Jungs, wir sind stolz auf euch. Wir alle, jeder FC-Fan ist stolz auf euch. Und ihr seid wirklich, glaube ich, der größte Stolz, den wir hier in Köln momentan haben. Kein Front gegen unsere Mannschaft, aber das ist schon wirklich bezaubernd. Das war einfach faszinierend, faszinierend. Also schön, dass ich wenigstens ein Spiel dieser Phase miterleben durfte. Das war, glaube ich, ja, das war gegen Racing Union Luxemburg. Ja, wirklich toll. Wirklich toll, also muss man schon sagen.
Das ist eine herausragende Leistung. Wer hat schon so verrückte und so wundervolle Fans wie wir? Wir wissen dieses Privileg zu schätzen. Die einen schaffen es nicht mal in der Champions League, ihr Stadion zu füllen. Wir füllen es komplett in der UEFA Youth League. Geil. Was leider Gottes nicht so geil ist bei unserer Profimannschaft, wir haben schon wieder ein paar Verletzte. Alessio Castromontes ist nicht einsatzfähig gegen die... wie soll ich sie jetzt überhaupt nennen? Ja, komm, wir bleiben jetzt mal bei Red Bull. Gegen Red Bull können weder Alessio Castromontes noch Linton Meiner spielen, beide verletzt. Dann kommen noch unsere üblichen Verletzten dazu, was natürlich eventuell ein Türöffner sein könnte für unseren Neuzugang Felipe Chavez. Aber auch das ist jetzt unklar. Also Kwasniok hat in der Pressekonferenz jetzt nicht unbedingt angedeutet, dass er ihn einsetzen wird. Zumindest nicht von Anfang an. Deswegen wird eine schwierige Sache. Ich bin echt gespannt, was ihr tippen werdet. Weil ich sehe mir jetzt gleich erst das Ergebnis unserer Umfrage an. Und dann spielen wir wieder Geist oder Bock. Das höchste Ergebnis gegen das zweithöchste. Fakt ist, dieses Konstrukt hat letzte Woche verloren gegen Mainz. 1:2 zu Hause. Wobei, die haben ja eigentlich immer ein Auswärtsspiel. Wobei, nein, außer sie spielen gegen uns, weil wir boykottieren das ja. Übrigens, by the way, dieser Boykott gegen solche Vereine, der wird sich natürlich jetzt auch fortsetzen am kommenden Sonntag. Es werden keine Zaunfahnen aufgehangen. Es wird nur irgendein großes Banner geben mit einer Botschaft, die wahrscheinlich sitzen wird. Sonst werdet ihr nichts Großartiges an Tifo sehen gegen die. Allerdings, ich will jetzt nicht der aktiven Fanszene irgendwie vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat. Aber ich fände es konsequenter, wenn dieser Protest nicht nur gegen Red Bull stattfinden würde, sondern generell gegen solche Konstrukte. Ich weiß, sie sind die schlimmsten von allen, von ihrem Konzept her, aber sagen wir so, die Daseinsberechtigung weiteren Vereinen dieser Art zu entziehen, wäre konsequenter. Aber gut, liebe Freunde, schauen wir uns auch mal an, was ihr getippt habt. Denn wir spielen jetzt wieder Geist oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geist oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geist, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geist. Manchmal ist die Münze gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also denn, die Münze steht bereit. Schauen wir uns doch mal an, was ihr getippt habt. 59 Follower haben dieses Mal teilgenommen. 44% tippen auf einen Heimsieg. 27% auf ein Unentschieden. Und 29% auf ein... Ihr wisst schon gegen wen. Naja, schauen wir mal. Also, von daher, die Münze ist die letzte Hürde. Angelehnt an den Münzwurf von Rotterdam. Schauen wir doch mal, wer hier am Ende siegen wird. Das positivere Ergebnis oder das negativere? Heimsieg oder Niederlage? Geist oder Bock? Ich fass es nicht. Also keine Ahnung, was neuerdings los ist. Neuerdings haben wir dauernd irgendwie einen Sieg als Tipp. Aber gut, schauen wir doch mal. Was schwebt mir denn da vor als Ergebnis? Weil die Höhe, die bestimme ja immer noch ich. Ich sage mal 2:1 in dem Falle, weil ich glaube schon, dass wir diesmal ein Tor kassieren werden. Das schließe ich diesmal nicht aus. Aber gut, schauen wir mal. Ist leider wieder ein weiteres Spiel. Frag gar nicht erst, wann ich das nächste Mal im Stadion bin. Wie gesagt, ich bin noch in der Anlernphase und momentan muss ich sehr oft am Wochenende arbeiten. Viel Spaß an meinen Kumpel, der mich vertreten wird. Und an alle, die am Sonntag dabei sind. Wehmütig schaue ich mir dann wahrscheinlich die zweite Halbzeit an. Dumm gelaufen. Aber gut, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Das Beste der Welt, Trikots total, zusammen bis sie alt.